Bald schon sehen sie in der Ferne das fantastische Island, das funkelt und glitzert in der Sonne. «Da!» ruft Lilifee. «Schaut, da unten winkt der Prinz Wladimir!» Sanft landet der Schlitten im tiefen, weichen Schnee. Clara und Cindy springen raus und hüpfen aufgeregt im Schnee um. «Ist das lustig und spannend!» Der kleine Oskar schüttelt nur seinen roten Kopf. «Oh, wenn das nur gut geht!» murmelt er wieder und schnüffelt an einer Schneeflocke. Dann begrüßt Wladimir die Lilifee und ihre Freunde. «Was ist passiert? Was ist mit der Rosalie?» fragt die Lilifee besorgt. Der Wladimir macht ein trauriges Gesicht. «Der Rosalie geht's gar nicht gut. Aber bevor wir ihr helfen, komm bitte mit. Ich zeige euch meine wunderschöne Kristallwelt. In der ist leider auch alles durcheinander geraten.» «Ach du Schreck!» ruft Lilifee und schlägt sich die Hände vors Maul. «Die grossen Eisberge und der Königspalast schmelzen ja. Und die Türme sind auch schon ganz schief.» «Es kommt noch viel schlimmer», klagt der Prinz. «Siehst du da hinten die Schneeflocken und die Tiere? Die sind müde und matt, genauso wie unser Eiskobold der Frosti. Aus dem sein Maul ist sonst immer die Winterkälte gekommen.» Cindy und Clara strecken ihre Köpfe zusammen und flüstern. «Das sieht aber gar nicht gut aus. Ob die Lilifee dem Prinz überhaupt helfen kann?» Der Wladimir zeigt auf den Eiskobold und sagt zu der Lilifee: «Schau ihn dir an. Er ist ganz unglücklich. Sein Atem ist gar nicht mehr so eisig. Er bringt plötzlich alles zum Schmelzen.» Die Lilifee schüttelt ratlos den Kopf. «Arme Frosti!» Dann dreht sie sich wieder dem Prinz Wladimir zu. «Und wo ist denn überhaupt deine Mutter, die Schneekönigin?» Der Prinz zuckt mit den Schultern. «Meine Mutter hat sich in ihrem Thronsaal zurückgezogen», sagt er traurig. «Sie weiss auch keinen Rat und ist schon ganz verzweifelt.» «Bring mich bitte zu ihr», drängelt Lilifee.